Nun denn, Freunde. Wir werden erneut von den Scarfs angegriffen. Also sprich unser Entdecker. Und dann willkommen zurück zu Pioneers of Pagonia. Wir haben nicht mehr so viel zu tun hier, aber trotzdem noch genug. Für, denke ich mal, eine ganze Folge, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wir werden sehen. Und erst einmal mal gucken, ob wir im Handeln noch etwas machen sollen und können. Und zwei Dinge, die wir machen könnten. Hier Kohle eintauschen für Zement. Wozu? Weil wir brauchen kein Zement, aber wir brauchen Kohle, also bringt uns das nichts. Und hier Leder eintauschen für Kupfer. Ja, wir brauchen zwar Kupfer, das stimmt schon. Aber 9 Leder für 3 Kupfer finde ich ein bisschen heftig. Das Ganze kann ich ja 40 Mal machen. Also 40 mal 9. Das finde ich jetzt, sorry, aber 73 finde ich ein bisschen üppig dafür, das einzutauschen. Man muss erst das ganze Leder gefarmt haben. Ne? Und so schnell ist jetzt unser Jäger auch nicht. Und das nur, damit ich nachher 120 Kupfer kriege. Nee. Nee, 63, das lohnt sich dann nicht. 73. Nein, Moment, was? 63, 73. Aber vorhin 370 gesagt? Nein, 360 natürlich. 360 Leder insgesamt, für insgesamt 120 Kupfer wär's, ne? So. Will man sagen, ihr ist vorbereitet, wir greifen an. Wir haben Klingentänzer, die sind cool drauf. Sehen auch cool aus. Wir haben Fleisch neu produziert. Sehr gut. Und ich sage einfach mal, Attacke! Ich kann es einfach Lucy-Melodie einschalten hier. So. Währenddessen sind hier meine Truppen auch dran. Vorzustoßen wie hier auch. Wenn wir quasi die Violetten einkreisen können. Und zwar vor allem, wenn ich wieder eine Straße durchziehen kann. Das sind keine Schemen hier, ne? Ich frage mich eben noch, wo die überhaupt sind. Irgendwo hier muss was mit den Schemen sein, aber kein Plan wo. Die sind schon mal da hinten. Ich könnte natürlich theoretisch auch von hier hinten, ne? Da hineingeraten. Wäre auch eine Idee. Die wird was gestohlen. Ja, mein Gott, wir kriegen den Segler wieder zurück. Also einfach hingelegt. Merkst halt schon, ne? Es sind dann nur Klingentänzer, keine Meisterklingentänzer. Die sterben schon eher mal. Obwohl ich eigentlich keinen fetten Angriffsboost haben müsste. Plus 3,5. Den tun wir plus 10,5. Ne, da ist 25,5 Stärke. Das ist schon ein Unterschied. Ich muss gleich nachschicken, ne? Genau, weil sind einfach sonst hier unten. Gut, dann hoffen wir mal, dass die das Ding hier bald klein kriegen. Und der Rest unserer Truppen hier durchkommen. Das sind alles Träger, ne? Da schon werden irgendwelche Diebe. Knack! Knack! Sind hier noch viele verteilt? Ich glaube nicht mehr, ne? Nö. Gut, Freunde, das war's damit. Dann nächstes Ziel direkt hier unten hin. Ja, ihr könnt gut lachen. Nimmt Land ein. Ja, ich würde natürlich jetzt gerne hier Land einnehmen, was gerade ein bisschen schwierig ist. Ja, ich bin ja schon hier, ne? Also. Fuck. Nein, Rückzug. Das scheiß Schäden ausgerechnet jetzt kommen müssen. Aber wo ist denn ihr Lager, wenn das bloß wüsste? Fuck. Gut, dann muss ich doch Waldläufer rausschicken.
irgendwie so ein Wachturm hier irgendwo hin platzieren. Aber wenn es nur ein kleiner ist, damit er da trotzdem das Gebiet erweitern kann. Vier plus 1, ist ein bisschen wenig. Egal, greift trotzdem mal an. Nein, wurde besiegt! Er hat nur plus 2,8 Stärke, ne? Da ist nicht viel. Was halt keine vorgeschriebenen Truppen sind. Das Ding muss irgendwo hier unten sein, es geht gar nicht anders. Wie soll denn da hinkommen? Ich kann die Truppen nicht hier rüber schicken. Bis hierhin, ne? Ich kriege natürlich hier nirgends eine Garnison hin, aber so ein Turm vielleicht irgendwo? Nee, hier kann ich halt auch nicht bauen. Da oben. Also auch eben den Wachturm versuchen. Vielleicht dort schon an, dann mache ich halt 2 in der Kombi. Das Ding da wegkriegen, das geht nicht anders. Was kriegen wir das nochmal? Auch hier näher mehr Militärcamps. Hier oben sieht es dann soweit gut aus, ne? Und da kommen wir gut vorwärts. Ja, okay. Wir sind hier noch nicht erschlossen, ganzen. Warte mal. War ja hier, ne? Da kommen wir halt nur bis da oben hin. Ja, okay, da bringt da nichts. Da bringt nichts, das heißt, ich ziehe euch hier ab und deaktiviere den mal. Und sage nachher dieser schicken Hütte, bitte in die Richtung ausbauen. Und sage nachher dieser schicken Hütte, bitte hier hinaus bauen. So, was war denn hier Schönes, ne? Ich würde sagen, da bin ich bereits hier, das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Hier habe ich viele Gebäude hier in der Nähe. Ich muss ja gar nicht die ganze Map irgendwie bauen oder so, ne? Darum geht es ja gar nicht. Neue Aufgaben, genau, weil dann können die hier wieder pausieren tatsächlich. Ich gehe mal Dienstrennen und machen mal ein bisschen Speed. Und diese Diebe, ne?
ist eine weite Strecke, wir haben ja noch keine Abkürzung hier, das ist ein bisschen doof, aber was willst du machen? Kommen noch ein paar Diebe, ja, das ist ja alles hier in der Nähe, das stimmt schon. Wie sieht's denn so, wo gerade fahren, ne, mit der Waffenschmiede aus? Abenteuergilde ist wieder mal durch, ne? Wir haben jetzt 72 Wald, aber das dürfte wohl reichen. Der Rest, was ich noch vorhabe. Noch 21 Holzspeere. Dann locker flockig da rein. Keine Kettenrüstung, das wäre mal das nächste, was wir machen könnten. Soldaten brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr so wirklich. Abenteuergilden, ne, da bin ich ja wie gesagt durch. Dann keine Eisendolche mehr. Dafür noch 15 davon. Oder Material. Wozu? Ich meine, ich habe Eisenbahn, ich habe Kohle. Das dürfte gar kein Problem sein hier. Ich wollte ihn auch reinschicken. Jetzt ein bisschen schneller geht, aber naja. Ansonsten 72 Grundstärke. Jo, das läuft weiterhin gut. Nur mittlerweile ein bisschen Angst, dass das Ding hier schon wieder überfüllt ist. Bis 13 gehen rein, ne? Geht noch, ne? Diebe sind natürlich hier. Dafür haben wir unsere Waldläufer. Die bewachen hier schön, das soll auch so sein. Was natürlich jetzt wieder machen kann hier ist, aber durch Gold haben wir ein drittes Goldlager, scheiß drauf. So. Die sind alle hier. Ich sehe keine Schemen, ich würde mal sagen, wir greifen an. Die müsste irgendwo hier hinten sein. Hier haben wir ein Diebeslager, da ist Expedition, hier ist noch ein Diebeslager irgendwo gewesen, da. Ah, hier zerstörte Grabstätte, da ist es. Der dümmste, den man sich mal vorstellen kann. Was man natürlich machen kann. Da können auch schon die Waldläufe, okay. So, jetzt nochmal Attacke. Wäre es auch schön, die irgendwie aufspalten könnte, aber daraus wird, glaube ich, eher weniger was. So, ihr habt ein Ziel nach da oben, genau. Ja? Ihr sollt dahin und ihr, aber das auch schon gemacht. Dahin, ne? Die macht das hier noch. Dann die Garnison haben wir bald auch durch. Die sollten auch eher in die Richtung, ne? Da kommen sie. Die machen gar nichts. Ruheloser Schemen. Denken sich auch nur so, hey, was machen die Trottel da? Kann man denen helfen? Nö, 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 nö. Das ist eine Übermacht. Gegen die haben wir keinen Bock. Und tschüss. Spukender Scheme, ruheloser Scheme. Der wäre keinen Bock, ne? Ich habe nur deswegen keinen Bock, weil... Okay.
Jetzt haben wir das Ziel, das Bollwerk hier noch außen vor zu lassen, erstmal die Schemen loszuwerden. Ja, vielleicht machen wir das irgendwie gemeinsam, das ist ja gar keine so schlechte Idee. Einer weniger. Der nächste Scheme. Und tschüss, Mann. Nächste Scheme. Bam. Du bist geil, Mann. Du hast es drauf. Korrektur, er hat es drauf. Wo ist der Rest? Attacke! Und nicht da unten hin, ne? Lass die scheiß Dinger in Ruhe, die Scarfs. Und erstmal die Ruhestätte platt. Sagen wir, wo sind die alle? Die hängen einfach hier rum. Was ist denn los mit euch? Habe gar nicht mehr so viel? Nö. Egal, den sollten einer ausreichen. Ja, weil 14 natürlich im Einsatz, ne? Deswegen macht schon noch so weniger, aber. Sonst muss er halt schnell die anderen mal abziehen. Weil ich kann nur sie da reinschicken. Alle anderen haben ja Schiss vor den Schemen. Jetzt greift er hier unten, obwohl ich sage, er soll da oben angreifen. Der macht so einen guten Job, aber er hat noch ein paar vor sich. Jetzt sehe ich die aber zumindest mal. Ah, da sind plötzlich noch ein paar aufgetaucht, ne? Jetzt geht da hin. Da oben. Und lass die Scarfs in Ruhe. Drei sind es noch, ne? So, endlich. Tschüss. Dann noch ein paar von euch. Greifen nachher hier unten an. Junge, Junge, was ein Stress. Was ein unnötiger Stress. Halt langsam mal durch hier oben, oder was? Junge, braucht ihr eine Ewigkeit. Hier auch, ne? Irgendwie auch nur langer Bestand. Jetzt plötzlich kommen die Grenzsteine. Ja, komm, ihr habt's gleich. Über den Berg natürlich. Warum auch nicht? Von Dieben attackiert. So.
Wäre vielleicht mal schön, wenn ihr das Ding noch machen könntet. Also ganz nebenbei natürlich, ne? Eigentlich wäre es eure Aufgabe gewesen, aber irgendwie wollen sie nicht. So, nein, Loch. Junge, Junge. Also, weiter geht's in die Richtung. Dann die Garnison. Ne? Jetzt haben wir wieder ein paar Klingentänzer. Perfekt. Dann müsste es hoffentlich das letzte gewesen sein seiner Art. Da haben wir noch ein Diebeslager, da können nach mir aus die rein. Momentan gar keine Dinger, ne? Dann lass es doch mal, weil dann ziehe ich euch nämlich wieder ab. Und ein paar von euch. Weil ihr habt ja am Vorteil gegen Liebe. Dann würde ich sogar mal noch hier unten. Nee, wo war es hier? Hier nochmal 5 von euch abziehen. Und dasselbe mit den hier. Wir haben eigentlich wieder genug Dinger hier hätten, noch ein paar mehr zu produzieren oder auszubilden, sage ich jetzt mal. Hier ist dasselbe. Also keine Stahldolche mehr, aber shit happens. Puh. Ja, ne, also auf der Map sind vor allem Waldläufer und Klingentänzer gefragt. Gegen Banditen, ja, kannst du natürlich alle ins Rennen schicken, weil da gibt es ja keine Rasse, die einen Vorteil dagegen hat, ist ja nicht so. Hier muss erstmal Diebe hier loswerden. So. So, der letzte hier. Wunderbar. Es ist erledigt. Es ist geschafft, Freunde. Wir sind geschafft. Ich bin geschafft. Es ist einfach alles noch schön. So. Dann das gemacht. Ne? Jetzt können die hier fleißig Land einnehmen. Überall, wo sie überhaupt geht. Ne? Gerade auch hier zwischendurch und so. Die sind da. Munterflocke dabei. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Gerade auch hier hin. Ja, die schaffen das schon. Dann müssen wir das noch abschließen, wenn wir nachher auch die Violetten noch zu uns integrieren können. Nachher sind wir hier mal durch. Ne? Dann haben wir den Deckerposten, der muss eigentlich nur noch da oben aufdecken. Das wäre es eigentlich. Und ansonsten, klar, können wir jetzt auch hier wieder anfangen, noch ein bisschen Kupfer zu suchen, Eisenherzen und so, aber ich glaube, wir sind hier soweit durch. Ne? Wieder bei 24 Minuten sind wir gerade, das passt sowieso. Ja, soll die noch schön alles einnehmen. Guck mal noch, wie weit seid ihr? Ne? Sind da schon alle ready for Takeoff? Noch nicht, ne? Da müssen noch ein paar kommen. Okay, sie kommen querfeldein, warum auch nicht? Könnt eigentlich mal... Müsste der Weg ja frei sein, ne? So. Dann nämlich auch den Weg erschlossen. Okay, Freunde, 25. Wir sind genug, dann... Ja, war das Ding schon wieder hier oben, ne? Hier hinten ist noch etwas. Also auch ein Liebeslager, okay. Die letzten Truppen von uns, die aufmarschieren werden, sind die Waldläufer. Nicht die magischen Waldläufer oder so, nee, sind normalen. Wobei ich mich frage, wozu man überhaupt noch die stärkeren Waldläufer braucht. Ich meine, klar, wir haben jetzt gesehen, es gibt auch stärkere Schemen. Aber die kannst du mit normalen Waldläufern planen. Wie das gerade aussieht. Es sind Sandläufer, keine Waldläufer. Wie das aussieht. Nee, deswegen frage ich mich gerade, gibt es denn auf den Maps, wo man wirklich die anderen Waldläufer braucht, die fortgeschrittenen, sind das die Schemen einfach viel zahlreicher oder
Um einiges mächtiger. Und warum sind Waldläufer gut gegen Diebe? Und warum erschrecken sie nicht gegen die Schieben, nur weil sie eine Fackel haben? Und warum ist eine Fackel gut gegen Diebe? Weil Diebe nachts angreifen? Das ist irgendwie... Das ist ein Klischee, Freunde, das ist ein Klischee. Also scheiß Lager da oben. Das sind unsere Wachen. Ja. Gut, die wurde eingenommen. Oh, das ist natürlich auf der Seite, super. Wir haben ja so viele, ne? Dass wir das da hinten zerstören, da wäre ich doch sehr froh drum. Okay. Eben etwas, vielleicht nochmal kurz zurückziehen, bevor ich alle hier einsammeln kann. Es waren nur noch 7 Stück hier, ne? Werden gerade neu produziert, das stimmt zwar schon, aber dauert halt ein bisschen. Jetzt müssen wir halt normalen herhalten. Normalen Soldaten quasi. Oh, Heringe. Forellen gar nicht mehr so viel, ne? Aber Heringe viele. Nimmt Land ein. Ja, vielleicht den Fokus darauf setzen. Da bin ich ja schon da oben, ne? Weiter kommen die gar nicht mehr. Ja, wir können theoretisch in die Richtung noch machen. Dann nämlich die wieder abziehen, tatsächlich vorübergehend, und würde euch wieder reinschicken. Werkstein habe ich genug. Der Entdecker, ja, wir haben fast 100% der Karte aufgedeckt, sehr schön. Krass, ich dachte ursprünglich, da wäre so eine riesen Map, aber war halt, also, sie ist schon groß, logischerweise. Aber ansonsten, es geht eigentlich noch von dem her. Warte mal, ich habe gar keine mehr drin, ne? Mal noch ein paar von euch schicken, haben wir noch ein paar? Nicht mehr so viele, ne? Ja, vielleicht sollte mal ein paar von euch wieder abziehen. Ich glaube, hier ist eh nicht mehr viel los. Dass wir gerade können natürlich das Land auch wieder ein bisschen einnehmen. Quasi ein bisschen in die Richtung. Währenddem wir hier kurz abwarten. Ja, zeitweise sah es ja creepy aus, ne? Das Gas hat sich ausgebreitet, waren plötzlich neue Bollwerke von ihnen dort, wo ich dachte, wo kommen die plötzlich her, warum und so. Zuerst dachte ich so, wo sind die überhaupt? Und dann sind sie plötzlich aufgetaucht, das war schon ein bisschen creepy. Aber wir haben sie geschafft, ne? Natürlich die Hauptsache. In der Zeit war es plötzlich irgendwie kein Holz mehr gehabt, keine Steine mehr. Das war nicht ganz so geil. Das sind eigentlich hier die mit Elite-Wachen, ne? Welche mit der Hellebarde? Die gar keine. Doch da, ne? Da ist gerade einer. Nee. Da kommen die gerade. Okay, ich mit Straße verbunden. Das ändern wir mal auf die Schnelle. Der ist aber trotzdem zu weit. Kann ich noch eine Abkürzung machen?
So. Hier sieht schon mal besser aus, ne? Lager ist zerstört hier. Oh, schön. Das, wir haben ja alles, ne? Wir haben nur 30 Wachen. Elitewachen noch, Veteranenwache, Elitewache. Okay, Klingentänzer, viele, Meisterklingentänzer natürlich noch. Waldlauf noch ein paar. Okay. Dann machen wir jetzt Fullspin, Leute, und dann ist es nachher hier gewesen. Ihr könnt natürlich auch hier darauf achten, dass wir hier noch alles eingenommen haben und so für die 100%, aber ganz ehrlich. Man kann es übertreiben. Es hat eh keine feindlichen Einheiten mehr, die haben jetzt alle platt gemacht. Oh, doch nicht. Naja, wenn es noch Diebe hat, wird es irgendwo noch ein Diebeslager geben. Was ist das für ein Dieb? Der killt uns ja alle. Oh, jetzt nicht mehr. Da denke ich, die Diebe verschwinden in das Lager. Hä, wo ist denn hier noch ein Lager von denen? Im Wald selbst aber jetzt eher weniger. Vielleicht noch, aber dann wären die ziemlich weit weg, ne? Wenn da hier oben noch irgendwo eins wäre. Ist ja auch egal, ne? Wenn so ein paar von unseren Truppen draufgehen. Wir können ja ruhig das Land noch vergrößern, das passt schon. Die sind auch dran. Da kommen 10 und 17 Brot. Jo. Könnte von allen Teilen hier kommen. Ja, wunderbar. Brot haben wir schon, jetzt kommen gerade die Echsen noch. Ja, okay, irgendwo hat es noch ein Diebesding, vielleicht irgendwo hier oben noch. Aber ganz ehrlich, kann man es eigentlich auch egal sein. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir können uns nun sogar hier mit der Fraktion vereinen. Ich mache mal hier noch schnell, weil die gerade am Jubeln sind. Wuhu, wir haben das Spiel durchgespielt. Yeah, geil, Mann, wir sind die Coolsten. Ihr habt sowas von recht, hey. Ihr seid Pagonia, Pioniere von Pagonia. Das ist doch einfach nur geil. So, mit Fraktion vereinen, sie gehören jetzt auch uns. Hier hat sich alles ein bisschen erhöht. Nicht alles. Überhaupt was erhöht? Achso, musst du doch erst noch anschließen, ne? Oh, sind hungrig. Ja, super. Muss ich die wieder durchfüttern, ne? Ja. So ab und zu noch gerne. Okay, dann machen wir hier noch ein bisschen Kosmetik. Wer wieder mit uns verbunden sind, nämlich dann eine Verbindung. Da unten wäre auch mal noch eine Theorie, eine Überlegung wert. Die Frage ist bloß von wo. So. Wir halt nach allen möglichen Ordnungen gut zukommen, wa? Ja gut, Freunde, das war's hier mit der nächsten Map zu Pioneer Pagonia. Wir haben sie komplett durchgerockt. Ein paar Diebe gibt es wie gesagt noch, aber das ist jetzt noch Pillepalle. Die noch irgendwie klein zu kriegen, wozu auch, wenn wir ehrlich sind. Schönes Ding, schönes Ding. Und das mit Part 49. Oh, mal zurück ins Hauptmenü. Und ich bin gespannt. Nächste Folge wird dann wohl tatsächlich das nächste Update kommen, also 0.9 von der Version her. Das heißt, uns wird das Magie-Update erwarten. Hoffentlich auch mit den Waffen, die wir schon von Magie-Schmiede, die wir schon sehen, das erwarten, aber halt nur so selten haben. So Rubine und Saphire, oder ne, Rubine und Smaragde, die wir brauchen. Rubine und Smaragde. Und ja, ich meine, jetzt haben wir die ganzen Versionen gemacht, ne? Unfreundliche Nachbarn haben wir gemacht. Es fehlen noch die beiden Karten hier, was ja lustig ist, weil gefährlicher Hügel hatte ursprünglich mal das Symbol der Werwölfe drin, das haben sie irgendwie ausgetauscht, warum auch immer. Können wir ihm vielleicht vorstellen, weil Werwölfe, ne, das sind dann doch wieder diese Silberdegen-Typen, die Draufgänger, die auch ein magisches Update haben. Und dass dann vielleicht beim nächsten Mal eine neue Karte gibt, die dann, ja,
quasi das ein bisschen, eher einführen soll, ne? Wobei, da soll es auch einen neuen Gegnertyp geben, der Magie einsetzen soll. Ich bin gespannt, wann wir eigentlich, ich meine, hier hatten wir die Schemen, offiziell jetzt hier die Scarfs, wird sicher mal noch die Werwölfe geben, die offiziell angeführt werden. Hier von Schmieden und Zauberern. Die Frage, ob dann vielleicht diese Karte als nächstes verschwindet. Weil mit jedem Update gefühlt, also mit jedem Major-Update oder neuen Content-Update, war nachher gefühlt irgendwie eine andere Karte weg. Ich könnte sonst mal versuchen, einfach mal die Karte hier zu starten, abzuspeichern, nachher zu gucken, ob man die im nächsten Part nochmal starten könnte, falls sie hier weg wäre. Ne? Wäre eine Idee. Ja, wir werden sehen. Auf alle Fälle, das Scarfs wäre sehr, sehr cool. Ne? Ein neuer Gegnertyp, das er selber ausbreiten kann. Ne? Also nicht so wie Banditen oder Schemen, die einfach nur ihr kleines Lager haben und fertig. Nee, die bauen sich ja aus. Haben offenbar auch neue Bollwerke erstellt. War auch sehr interessant, unerwartet. Die Klingentänzer, die Stahlproduktion mit dem Geologen, ne? Mit dem ganzen Bergbau und so. Neue Minen mit Nickel- und Goldproduktion. Das war eigentlich schon eine gute Erweiterung und dann das Magie-Update, ne? Ich meine, ob wir auch da irgendwie neue Typen herstellen können, neue Einheiten eigentlich herstellen können. Nehmen auch nochmal neue Waffen und ob es vielleicht doch eher noch die bestehenden Waffen sind und ebenso Diamante und Smaragd, ob es die dann häufiger zu finden gibt. Tja, wir werden sehen. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pioneers of Pagonia. Ciao zusammen.